So, hi, grüß euch, servus und habe die Ehre. Ich wollte eigentlich jetzt nach Altötting fahren, ein paar Langzeitbelichtungen am Kapellplatz machen, aber Kumpel war ziemlich spontan, hat jetzt leider keine Zeit nicht. Und der Altöttinger Kapellplatz um die Uhrzeit ist ein bisschen, naja, habe jetzt nicht ganz so viel Lust allein da rumzulaufen. Also habe ich entschlossen, nach Burghausen zu fahren, die längste Burg Europas, ist 1 Kilometer lang. Ich stehe jetzt so gerade mitten in der Nacht am Parkplatz. Ich nehme jetzt die Kamera mit, ich nehme das Stativ mit, die GoPro für ein paar Aufnahmen und dann fange ich mal ja vorne an und schaue, was ich da in der Nacht noch schöne Fotos machen kann. Wie gesagt, die Burg ist 1 Kilometer lang und gibt Millionen Fotomotive, aber mal schauen, was rauskommt. Also wünsche euch viel Spaß. Jo. So, jetzt bin ich ungefähr 3 Kilometer gelaufen. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt packen wir das Zeug ein. Und dann fahren wir nach Hause und dann schauen wir mal, ob die Fotos was geworden sind. In stiller Nacht, so sanft und klar, erhebt sich stolz die Burg so rar. Ihr Turm durchbricht den Sternenschein, die Mauern schweigen stark wie Stein. Der Mond erwirft sein Silberlicht auf Zinnen, die im Schatten dicht, und Efeu rankt sich leise sacht um Wände, die durchjagen Nacht. Ein Wispern weht im kalten Wind, als ob verlorene Seelen sind. Die Angst hier herrscht und stark und klug, nun flüstern sie in nächtlich Trug. Doch ruhend schläft die Burg im Ruh, beschützt das Land so alt, so true. Im Dunkeln wirkt sie Macht und Glanz, im Sternenmeer ein stummer Tanz. So wacht die Burg in tiefer Nacht, ein Monument von alter Pracht, vereint mit Mond und Sternenglanz im ewigen geheimen Tanz. So wacht die Burg in tiefer Nacht, ein Monument von alter Pracht, vereint mit Mond und Sternenglanz im ewigen geheimen Tanz. So wacht die Burg in tiefer Nacht, ein Monument von alter Pracht, vereint mit Mond und Sternenglanz im ewigen geheimen Tanz.
Der Mond, er wirft sein Silberlicht auf Zinnen. Hoffentlich ohne Wildwechsel jetzt. Vorhin ist er fast der Reh reingerannt. Im Augenwinkel habe ich so gesehen. Ach, scheiß knapp. In der Kolonne. Ohne Fernlicht. Normal sagst du immer, bei Fernlicht sind sie geblendet. Nö. Beim Vorbeifahren habe ich es noch gesehen. Und das habe ich so nah gesehen, dass ich sogar gesehen habe, wie es atmet. Es hat richtig aus den Nüstern gespritzt. So ist das abgehetzt. Also in der Luft. Also ey, brutal. Scheiß Viecher. So. Auf alle Fälle habe ich heute gelernt, was ich noch ganz dringend brauche. Und zwar ein ordentliches Stativ. Das ist so klein und windig und für meine Größe nicht geeignet. Das ist zu niedrig. So, packen wir das auch noch rein. Ich bin 1,85 und das Stativ ist vielleicht 1,60 hoch. Also muss ich mich so oder so die ganze Zeit bücken, wenn ich durchschauen will. So, geh halt rein, du Klump. So. So hier. So, das haben wir. Trinken für die Fahrt haben wir. Und Stativ. So, und jetzt geht's heim. Es ist ungefähr Mitternacht. Schaut. Nacht, so sanft und klar, erhebt sich stolz die Burg so rar. Ihr Turm durchbricht den Sternenschein, die Mauern schweigen stark wie Stein. Der Mond, er wirft sein Silberlicht auf Zinnen, die im Schatten dicht, und Efeu rankt sich leise sacht um Wände, die durch Jahr gemacht. Ein Biss beim wilden, kalten Wind, als ob verlorene Seelen sind, die einst hier herrschten stark und klug.